Die einen von euch sind vielleicht erst gerade aus den Ferien zurückgekommen und fragen sich vielleicht darum, was es jetzt genau mit dem Herz hier auf der Bühne auf sich hat, weil ihr vielleicht eben die ersten 2 Teile von unserer Predigtserie, die wohl ungewöhnlichste Liebesgeschichte der Bibel, verpasst haben. Und darum wollte ich euch einen kurzen Einblick geben, was bisher geschah. Wie gesagt, wir befinden uns in einer Bibelserie über das biblische Buch Hosea, das benannt ist nach dem Prophet Hosea. Und wir ermutigen euch, das Buch auch selber zu lesen, selber darin einzutauchen und auf euch wirken zu lassen, auch wenn es nicht gerade die leichteste Kost ist und man es so ein bisschen keuen muss. Der Hosea hat von Gott den Auftrag bekommen, um das Volk Israel aufzurütteln, damit sie erkennen, wie sie ihm untreu geworden sind, indem sie andere Götter anbeten und auch in ihrem Verhalten nicht mehr nach Gottes Willen fragen. Und um das zu verdeutlichen, hat der Hosea eine Frau heiraten, die bekannt war für ihre Untreue. Indem er das macht, hat er am Volk so einen Spiegel anheben, damit sie erkennen, hey, schaut, ihr verhaltet euch im Bund mit Gott so wie meine Frau, die mir untreu ist. Aber so wie ich meine Frau liebe und sie darum nicht wird verstoßen, wird auch Gott euch nicht verstoßen, auch wenn sie ihm das Herz verrisst. Ja, es schmerzt Gott zutiefst, wie es läuft. Es lässt ihn überhaupt nicht kalt und darum eben beruft er den Hosea als Prophet und gibt ihm den Auftrag, den bisschen seltsame Auftrag vielleicht in unseren Augen, eben die Frau, die Gomer zu heiraten, die bekannt dafür ist, dass sie untreu ist. Und gleichzeitig gibt er dem Hosea auch den Auftrag, um mehrere eindrückliche Reden zu halten. In diesen Reden geht es immer um einen Weckruf, dass Gott seinem Volk zuruft, hey, passet auf! Wenn ihr so weitermacht, dann kommt es nicht gut, dann laufen wir ins Verderben. Gott zeigt den Menschen die Konsequenzen auf, die ihr Handeln hat, um sie zu warnen. Weil er die Menschen liebt und weil er eben nicht will, dass sie ins Verderben laufen. Aber gleichzeitig hat eben Gott den Menschen auch den freien Willen gegeben. Und darum können sie ins Verderben laufen. Und eben darum braucht es die ganzen Warnungen. Die Spannung, die zieht sich durch die ganze Bibel durch, wie der rote Faden. Gott ringt immer wieder um die Menschen. Wir sehen das bei der Wüstenwanderung von Gottes Volk, nachdem er sie aus der Sklaverei in Ägypten befreit hat. Wir sehen es bei allen Propheten bis hin zu Jesus, der um die Menschen im Allgemeinen ringt und auch einfach um Einzelne, und ihnen nachgeht, wie es auch beschrieben ist im Gleichnis vom verlorenen Schaf. Aber zurück zum Hosea. Wir wollen eintauchen in so eine Warnrede vom Hosea und lesen aus dem Hosea 5, Vers 1 bis 6. Hört zu, ihr Priester, passt gut auf, ihr vom Haus Israel. Auch der König mit seinem Hofstaat soll herhören. Ihr habt die Aufgabe, das Recht zu wahren. Doch ihr seid wie eine tödliche Falle in Mizpah, wie ein Netz, mit dem man auf dem Berg Tabor Vögel fängt. Den Bund, den ich mit euch geschlossen habe, habt ihr verraten. Aber nun habt ihr eure Gottlosigkeit zu weit getrieben. Darum werde ich euch alle bestrafen, denn ich kenne Ephraim gut. Nichts, was dort geschieht, bleibt meinen Augen verborgen. Ephraim ist fremden Göttern nachgelaufen. Israel hat sich mit seinen Taten unrein gemacht. Sie sind so in ihre Schuld verstrickt, dass sie nicht mehr zu mir umkehren können. Sie sind vom Götzendienst besessen und erkennen nicht, dass ich, der Herr, ihr Gott bin. Durch ihren Hochmut sprechen sie sich selbst das Urteil. Ihre Schuld stürzt sie ins Verderben. Auch den Bewohnern von Juda wird es nicht anders ergehen. Sie werden dann Schafe und Rinder opfern, um mich, den Herrn, gnädig zu stimmen. Aber ich werde sie allein lassen, sodass sie mich nicht finden können. Das ist heftig. Gott ruft den Menschen zu, hey, hört zu, passt auf, was ich euch zu sagen habe. Und was er ihnen vorwirft, ist happig. Er sagt, ich habe euch das Recht anvertraut, ich habe euch meine Gebote gegeben, die euch zum Besten dienen sollen, die dazu dienen, dass eure Leben aufblühen. Ihr habt die Aufgabe gehabt, das Recht zu wahren,
aber ihr seid geworden wie eine tödliche Falle. Aber mit dem haben wir es jetzt zu weit getrieben. Darum werde ich euch alle bestrafen, heisst es in deren Übersetzung. Und was jetzt das Bestrafen meint, das denke ich, das müssen wir ein bisschen genauer anschauen, weil da stellen sich gerade mehrere Fragen. Wie kann ein Gott von der Liebe strafen? Und straft Gott sein Volk aktiv? Wie müssen wir uns das vorstellen? In diesem Abschnitt vom Hosea 5, finden wir verschiedene Anhaltspunkte, wie man das verstehen kann, wie das gemeint sein kann. Ich glaube, man könnte sagen, es geht wie um verschiedene Arten von Konsequenzen, die es hat, wenn man Gott kontinuierlich ablehnt. Das sind das erste Mal so die natürlichen Konsequenzen, die logischen, so auf der menschlichen Ebene, das, was halt passiert. Wenn man immer wieder grosse und kleine Entscheidungen gegen Gottes Willen trifft, dann hat das auch so einfach auf der menschlichen Ebene Folgen. Was man sagt, wird man ernten. Und das kann im Extremfall so weit gehen, wenn das immer weiterläuft, dass es wie so einen Strudel vom Bösen gibt, einen Strudel von der Zerstörung, eine Abwärtsspirale. Es ist irgendwie wie eine Kettenreaktion. Wenn man regelmäßig Unrecht tut oder andere Menschen schlecht behandelt, dann gewöhnt man sich irgendwie daran. Dann wird das normal. Und wenn das in einer ganzen Gruppe oder Gesellschaft so läuft, dann führt das zu Entmenschlichung. Dass das Unrecht der Normalfall wird. Die Ungerechtigkeit nimmt zu. Das Miteinander wird zerstört. Und die Menschen leiden darunter. Meistens sind es die Schwächsten, die am meisten leiden. Die logischen Konsequenzen, denke ich, gibt es auch in der Beziehung mit Gott. Wenn Gott und seine Weisungen ignoriert werden, wenn man Hilfe sucht bei anderen Göttern oder Mächten, dann führt das irgendwann zum Punkt, wo die Beziehung zu Gott zerstört ist, zerbricht. Von dem ist auch die Rede in diesem Abschnitt vom Hosea 5. Es heisst dort, sie sind so in ihre Schuld verstrickt, dass sie nicht mehr zu mir umkehren können. Sie sind vom Götzendienst besessen und erkennen nicht, dass ich der Herr, ihr Gott bin. Durch ihren Hochmut sprechen sie sich selbst das Urteil. Ihre Schuld stürzt sie ins Verderben. Und das Verderben, das hier angekündigt ist, das trifft leider ein. Das sehen wir in der Geschichte. Das ist ein Stück weit eine logische Konsequenz von ihrem Verhalten. Und dazu müssen wir die Geschichte, die Begebenheiten vom Hosea zeitlich und geografisch kurz ein bisschen einordnen. Wir befinden uns hier beim Hosea im sogenannten Nordreich, wo auch Israel und manchmal Ephraim genannt wird. Vielleicht ist euch das vorher bei diesem Abschnitt aufgefallen, dass das Wort Ephraim, das meint auch das Nordreich. Es braucht wie ein Synonym zu Israel. Und das ist so gekommen, das Nordreich, nach dem König Salomo, haben sich die 10 nördlichen Stämme von Gottes Volk abgespalten mit dem eigenen König, weil sie mit dem Regieren vom König in Jerusalem nicht mehr einverstanden waren, unzufrieden waren. Und von da an hat es 2 Reiche gegeben, das Nordreich Israel und das Südreich Juda, wie das ja auf dieser Karte sehen. Das Nordreich war grösser und es ist so von seiner geografischen Lage her strategisch günstiger gelegen, wichtiger, bedeutender. Und darum ist es tendenziell auch eher in Auseinandersetzungen hineingezogen worden. Zum Beispiel hat der assyrische König sein Reich ausweiten und hat ein Auge geworfen auf Israel. Und das hat der König von Israel mitbekommen. Und um das wie abwehren, hat er einen Bund geschlossen mit Ägypten. Er hat gedacht, die helfen uns dann, um die abwehren. Und das hat, kurz gesagt, leider nicht funktioniert. Und so ist es gekommen, dass Assyrien 722 v. Chr. Erobert worden ist. Die Oberschicht ist verbannt worden, zerstreut worden. Und es ist eine neue Oberschicht, die Assyrien loyal war, dort angesiedelt worden. Das hat den Untergang vom Nordreich bedeutet. Das Verderben, wo der Hosea da gesagt hat, hey, passt auf, das ist nachher wirklich eingetreten. Und es ist, würde ich sagen, einerseits eine logische Konsequenz vom nicht so ganz geschickten Verhandeln vom König von Israel.
Gleichzeitig dunkt es mir aber auch, man sieht, wie da eine zweite Art von Konsequenzen reinspielt. Dass nämlich Gott seinen Schutz zurückzieht, entzieht. Das ist so die Konsequenz von Gottes Seite her, wo er darauf reagiert, dass wenn ein Mensch irgendwie sich zurückzieht, auf Distanz geht zu Gott, nicht mehr nach ihm fragt, dass er sich dann auch nicht aufdringt und dass er sich dann auch zurückzieht. Und in diesem Abschnitt vom Hosea ist es so beschrieben: Sie werden dann Schafe und Rinder opfern, um mich, den Herrn, gnädig zu stimmen. Aber ich werde sie allein lassen, sodass sie mich nicht finden können. Das Volk probiert da, so wie es mit den anderen Göttern umgeht, auch noch Gott zu opfern und auch ihn gnädig zu stimmen, aber das Herz ist nicht dabei. Im vorigen Vers hat es geheißen, ja, es ist erfüllt von Götzendienst. Und darum können sie Gott nicht finden. Und Gott lässt sich nicht mehr finden. Und man kann sagen, Gott zieht da wie seine segnende, seine schützende Hand zurück. Und wie es dann wirklich passiert ist, er lässt zu, dass Assyrien Israel einnimmt. Wenn die Menschen ihn nicht um Hilfe bitten, eigenmächtig eine Lösung suchen, dann drängt er sich nicht auf. Und dann kann es passieren, dass er eben zulässt, dass andere Völker mächtig werden und schützt Israel nicht mehr so auf übernatürliche Weise, wie er es ja ganz oft auch macht. Das Wegschauen von Gott, das kann noch gesteigert werden, wenn die Ablehnung von Gott, wenn die soziale Ungerechtigkeit oder der Götzendienst so auf die Spitze getrieben werden. Wenn ein Maß erreicht wird, das für Gott irgendwie unerträglich ist, das dazu führt, dass er nicht mehr länger einfach passiv zuschauen kann, dann kann es passieren, dass er aktiv eingreift. Und davon war in den ersten 2 Versen die Rede. Ihr habt die Aufgabe, das Recht zu wahren, doch ihr seid wie eine tödliche Falle. Den Bund, den ich mit euch geschlossen habe, habt ihr verraten. Aber nun habt ihr eure Gottlosigkeit zu weit getrieben. Darum werde ich euch alle bestrafen. Gott sagt da, hey, ich werde auf diese Situation reagieren. Wenn er nichts ändert, dann passt auf. Im Nordreich war es so gewesen, oder hat sich so entwickelt, eben, man hat andere Götter angebetet und die Oberschicht hat sich immer mehr bereichert auf Kosten der Armen. Und das, was Gott seinem Volk anvertraut hat mit dem Gebot, was ja auch viele Regeln drin hat, wie man mit Witwen, Waisen, Armen umgehen soll, die dafür sorgen, dass die nicht drunter kommen. Die Regeln hat man missachtet. Und darum sagt Gott, jetzt haben wir es einfach zu weit getrieben. Für ihn hat die Ungerechtigkeit ein Maß erreicht, das so nicht mehr weitergehen kann. Eben genau auch, weil einfach viele Menschen darunter gelitten haben. Und darum stellt sich Gott hier aktiv dem Bösen, dieser Ungerechtigkeit entgegen. Und das sieht dann so aus, dass ja, einerseits eben der Mensch kann sich selber ins Verderben stürzen und Gott lässt das zu. Das haben wir gesehen. Aber eben dann kommt so ein Moment, wo Gott das natürliche Geschehen, das, was einfach läuft, wie beschleunigt oder abkürzt oder auch intensiviert. Zum Beispiel, indem er eben nicht nur seinen Schutz zurückzieht, sondern auch andere Völker plötzlich sehr mächtig werden, sodass sie Israel einnehmen können. Man redet da manchmal auch von Gerichtsvölkern. Da kann es sein, dass Gott fremde Machthaber oder Völker auf diese Art braucht. Es ist so ein Verschmelzen von menschlich-natürlichem Handeln mit Gottes Handeln. Indem dass Gott eine menschliche Entwicklung wie verstärkt, um sich der Ungerechtigkeit entgegenzustellen. Die natürlichen Konsequenzen vom menschlichen Verhalten und Gottes Handeln, das kann man nicht immer so scharf trennen. Man kann es nicht immer klar kategorisieren, was jetzt was ist. Aber klar ist, Gott lässt die Konsequenzen zu. Und entscheidend ist, warum und für was dass er das denn macht. Warum er so handelt. Und darum steht auch das Herz hier auf dieser Bühne. Gottes Motiv ist seine Liebe zu seinem Volk,
zu allen Menschen. Gott spricht die Warnungen oder Ankündigungen aus, weil er nicht will, dass sie eintreffen. Er sieht, wo das Verhalten der Menschen wird hinführen. Und er will uns nicht bevormunden. Aus Liebe, ja, lässt er los. Lässt er uns den freien Willen, lässt er uns machen. Aber gleichzeitig ringt er um die Menschen. Im Alten Testament eben zum Beispiel durch Propheten wie der Hosea, wo er seinen Schmerz ausrichten. Die Drohungen, die beim Hosea vorkommen, die sind nicht ein endgültiges Urteil, ein unumstößliches Gerichtsurteil, sondern sie sind Ausdruck von dem Ringen um die Menschen und eine Warnung. Passt auf, euer Verhalten wird Konsequenzen haben. Ich stelle mir das als enorme Spannung für Gott vor, das einfach also dauernd miterleben müssen, mittragen, wenn man das so menschlich sagen kann. Es bricht Gottes Herz, zu sehen, wie sein Volk leidet. All die Warnungen und Prophetien spricht Gott aus, weil er eben nicht will, dass es so weit kommt. Er will, dass wir Menschen in Beziehung mit ihm leben, weil er will, dass unser Leben zum Blühen kommt. Und so muss man auch die zum Teil recht emotionalen Abschnitte im Hosea verstehen, als Ausdruck von seinem Schmerz und nicht als Zorn, Wut oder Ärger so rein, wie es menschlich wäre. Jetzt bin ich verrückt, weil die machen nicht, was ich will. Sondern es ist Ausdruck von seinem Schmerz. Wenn Gott Gericht zulässt, dann macht er das nicht, um die Menschen zu vernichten. Er wendet sich nicht endgültig ab, sondern man könnte sagen, seine gnädige Zuwendung wartet irgendwie schon so hinter dem nächsten Ecke. Seine Liebe hört nie auf. Die Liebe, die sich wie ein roter Faden durch die Bibel durchzieht. Zusammen eben auch mit dem Schmerz von Gott über uns Menschen, weil wir immer wieder eigene Wege gehen und uns von Gott abwenden. Aber Gott gibt die Menschen nie auf. Er gibt uns nie auf. Er schickt im Alten Testament, sieht man das, immer wieder verschiedene so menschliche Retter, Richter oder Könige, die das Volk wieder befreien, auf den rechten Weg zurückweisen. Und schließlich schickt er ja sogar seinen eigenen Sohn, Jesus. Und da stellt sich, denke ich, auch irgendwie die Frage, okay, und heute? Wie ist das heute? Ist mit Jesus alles gut? Und mir dunkt es, leider nein. Wir Menschen haben nach meiner Erfahrung, wir Menschen haben immer noch den freien Willen und nach meiner Erfahrung durch das die Tendenz zu meinen, dass wir es besser wissen als Gott, zum eigene Wege gehen, zum die Sicherheiten am falschen Ort zu suchen. Und Gott lässt das immer noch zu, dass wir Konsequenzen von unseren Entscheidungen spüren. Das kann manchmal ganz direkt und so ganz auf menschlicher Ebene sein, dass wenn ich einen anderen Menschen verletze, dass das so weit kann gehen, dass sich die Beziehung kaputt macht, dass die nachher zerstört ist. Manchmal ist es vielleicht aber auch weniger offensichtlich, vielleicht eben auch gerade in der Beziehung mit Gott, wenn ich meine kleinen und grossen Entscheidungen so vom Alltag über längere Zeit nicht nach Gott frage oder mich sogar bewusst gegen ihn entscheide, dann wird das über die Zeit auch Auswirkungen haben auf meine Beziehung zu Gott. Sie wird loser, so die persönliche Nähe von Gott geht dann irgendwann verloren. Vielleicht kennst du das auch. Vielleicht ist dir das auch schon mal aufgefallen, vielleicht einfach in einem bestimmten Lebensbereich. Und vielleicht hast du dort auch gemerkt, dass es Konsequenzen hat, wie dass du dich entscheidest. Mir denkt, das ist eine Realität in unserem Leben. Aber 2 Sachen sind mir hier entscheidend wichtig, die anders sind als zur Zeit vom Hosea. Und die haben genau auch eben mit dem Herz zu tun. Das Erste ist, wenn ich erkenne, dass ich einen falschen Weg eingeschlagen habe, dann darf ich sicher sein, dass ich zu Gott umkehren kann, dass der Weg frei ist, weil Jesus am Kreuz gestorben ist und die Macht der Sünde überwunden hat.
das, was beim Hosea steht, dass Gott sagt, hey, und jetzt können sie nicht mehr zurück, weil jetzt haben sie es einfach zu weit getrieben. Das wird mit Jesus nicht passieren. Wir können zu ihm umkehren. Gottes Liebe, die um uns Menschen ringt, ist in Jesus selber in Person sichtbar geworden. Und das Zweite ist, wer heute an Jesus glaubt, der hat den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist hat die Aufgabe, um uns zu ermutigen, aber auch ermahnen und zurück zu Gott führen. Und ich kann den Heiligen Geist bitten, dass er mir aufdeckt, wenn ich in einem Lebensbereich Entscheidungen immer wieder gegen Gott fälle, auch wenn mir das vielleicht gar nicht bewusst ist. Oder er kann auch einfach bei mir anklopfen und mir das rauspointen, was ich vielleicht eigentlich schon selber gemerkt habe. Der Heilige Geist wird mir das zeigen und wird mich zurückführen zu Gott, wenn ich das möchte. Und die beiden Sachen, die Gegenwart von Gottes Geist und die Vergebung von Jesus, das ist der tiefste Ausdruck von Gottes Liebe. Und auch wenn du im Moment vielleicht gerade so ein bisschen das Gefühl hast, du hast dich mit Gott auseinandergelebt, wie auch der Titel ist, dann bleibt seine Liebe zu dir bestehen. Du kannst die Beziehung zu Gott jederzeit auffrischen oder auch ganz neu anfangen. Du kannst sie heute neu anfangen. Denn Gottes Beziehung zu uns Menschen, das ist die allerunglaublichste Liebesgeschichte. Nicht nur von der Bibel, sondern von der ganzen Welt. Ich möchte noch beten. Vater im Himmel, ja, ich staune selber immer wieder einfach über deine unfassbare Liebe. Und beim Vorbereiten von dieser Predigt, wo ich mir irgendwie noch mal so tief auch reinbegeben habe, wie es dich schmerzt, wie wir Menschen uns immer wieder verhalten. Und die riesige Spannung, wo du musst drunter stehen, dass du uns liebst und freilässt, aber ja das Beste von uns willst. Und gleichzeitig einfach zuschaust, ja, was wir immer wieder rumkacheln. Vater, ja, das hat auch mein Herz berührt. Und ich danke dir vielmals, dass wir heute einfach die Gewissheit haben, dass wir zu dir umkehren dürfen. Dass du da bist, dass du offene Arme hast. Das ist einfach ein unfassbares Geschenk und dafür danke ich dir vielmals. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du gegenwärtig bist, dass das auch so einen grossen Unterschied macht zur Zeit vom Hosea, dass du da bist und wir dürfen darauf vertrauen, dass du uns die Sachen auch aufzeigen wirst. Dass wir nicht Angst haben und wir da irgendwie auf falsche Wege kommen und es gar nicht merken, sondern du bist gegenwärtig und du wirst reden. Danke vielmals. Danke Gott, dass du so eine einfach unglaubliche Liebesgeschichte mit jedem Einzelnen von uns da innen schreiben willst. Amen.